Heute ist eine echte Münchnerin bei mir zu Gast, also ein Tausendsasser. Man kann irgendwie gar nicht beschreiben, was sie macht, weil die Frau macht so viel. Ja? Sie ist Schauspielerin, ein Kabarettprogramm hat sie rausgebracht. Sie schreibt für Münchner Merkur, sie macht sehr, sehr, sehr viel. Und jetzt holen wir es rein und wir sagen heute herzlich willkommen, Corinna Binzer. Jawohl, grüß dich Corinna, servus. Servus. Hallihallo, geht's dir gut? Ja, mir geht's gut. Ja, ich habe es gerade schon gesagt, also du machst ja wirklich alles. Wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, ja, ich habe mir das einmal zusammengeschrieben, ich lese es mal vor. 20 Komödienstadel, einige Kinofilme, lustigerweise, ich habe letztes Mal Kirschblüten und Dämonen angeschaut. Wer ist im Beutel? Corinna Binzer. Ja, dann über einen weiteren Kinofilm wollen wir heute sprechen, weil eigentlich wärst ja du heute auf einer Filmpremiere, wo du auch mitgespielt hast. Dann hast du dein eigenes Kabarettprogramm geschrieben, bist mit dem rausgekommen, du schreibst für Münchner Merkur. Ganz ehrlich, ein anderer würde einen Burnout kriegen. Woher nimmst du deine ganze Energie? Ich weiß nicht. Also sie ist einfach da und das für mich ist es nicht anstrengend, sondern weil es einfach wirklich richtig viel Freude macht und was Freude und Spaß macht, da glaube ich, kriegt man nicht wirklich einen Burnout. Ja, aber hast du schon mal zum Beispiel, weil du schreibst ja so viel, hast du schon mal eine Schreibblockade gehabt? Ja, ja, wenn schlimme Sachen, also Gott sei Dank passieren die nicht so oft, aber wenn schlimme Sachen passieren, zum Beispiel jetzt mit dem unvorhersehbaren Virus, ich wollte halt eigentlich ein Programm schreiben, was nice, aber ich war irgendwie wie gelähmt erstmal, weil ich das nicht greifen habe können, was um mich herum passiert. Ich bin schon so ein bisschen ein Kontrollfreak und wenn dann so ein Kontrollverlust, das ist schwierig, damit umzugehen. Aber jetzt ist alles wieder gut und Schreibblockade hatte ich, wo mein Papa sehr überraschend von uns gegangen ist. Da ist gar nichts gegangen. Das war kurz vor einer Premiere. Aber ansonsten fällt mir dann immer auch, wenn ich Abgabetermin habe, zum Beispiel für Münchner Merkur, am Montagmittag oft nichts ein bis Montag in der Früh und dann denke ich mir, boah, super, und auf einmal, bumm, ist der Gedanke da und dann geht es zack, zack und dann ist was geschrieben. Ja, zum Glück ist der Gedanke bis jetzt immer gekommen, weil ich denke mir, also ich komme nicht zu Dingen, so quasi, oh Gott, nichts da, nichts da, nichts da und dann, puff. Aber es kommt. Also es ist noch immer gekommen, ich möchte mich da nicht drauf verlassen, weil das soll ja nicht vermessen klingen, aber bis jetzt, toi, 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 ist der Gedanke dann letztendlich immer noch gekommen. Wir drucken definitiv die Daumen. Was hast du dann eigentlich gelernt? Schriftstellerin, Schauspielerin, was hast du gelernt? Bürokauffrau. Oh, naja, also praktisch deine Buchhaltung magst du selber. Ist ja naheliegend. Bürokauffrau. Also, das heißt praktisch, schauspielerisch bist du die absolute Quereinsteigerin. Genau. Sozusagen. Und wie das genau ausschaut, ich habe einen Filmausschnitt rausgesucht, das schauen wir uns jetzt einmal an. Ich drehe dazu kurz die Kamera. So, jetzt pass mal auf, liebe Corinna. Ich sehe dein Ohr. Ja, das siehst du gleich nicht mehr. Und jetzt drehen wir die Kamera und jetzt. Schatz. Bist du's? Marianne. Wir brauchen den Doktor! Schnell! Sofort! Nein! Billy! Billy, nein! Nein! Billy! Billy! Dieses Schwein! Oh, Billy! 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 Harte Kost. Ja. Wow. Wie ist es so am Set? Lacht man da an so einem Drehtag? Da war es
Also bei dem Dreh, ich habe das erste Mal mit einem Stuntman zusammengearbeitet, da braucht es auch einen Stuntman, der einen ja verkabelt, dass das am Körper explodiert. Und der hat mich gefragt, ob ich das vorher ausprobieren möchte. Und dann habe ich gesagt, nein, ich möchte das nicht probieren. Ich möchte halt wirklich diesen Schreck, den kann man ja, natürlich kann man auch spielen, aber wenn man wirklich erschrickt, weil da was passiert, dann ist das schon nochmal eine andere Reaktion. Ah, Und dieses Ding da. das Blut, dass das dann blutet. Du bist richtig verkabelt und das platzt da dann, es ist wie eine Platzpatrone, das platzt am Körper, es kann da nichts passieren, du bist da drunter, drüber, was man alles hat und so. Aber das war eine Szene und nachdem ich ja an Charlie auch so gut kenne, der mein Motor gespielt hat und du weißt, ja, das ist der Charlie, aber der war auch so gut, dann nimmt die Szene eine Realität an. Und als ich dann angeschossen wurde, dass sie eher so selber da schießt, das wurde ja nur angedeutet, aber trotzdem das Gefühl war so da und es war so Start am Set, das kannst du dir überhaupt nicht vorstellen. Bis auf das, dass mir der Kompass so ins Ohr bläht hat, aber dann danach war das erste Mal, wo die Szene auch vorbei war, ich bin so am Boden gelegen, da hätte es der Stecknadel fallen hören, weil dann weißt du eigentlich, dass du alles richtig gemacht hast, wenn alle in dem Moment so gefangen sind. Das war schon eine besondere Szene, ja. Wie lange hat es gedauert, bis das die im Kasten war? Wie lange stellen wir das vor? Es war jetzt so ungefähr, schauen wir kurz nach, genau exakt 1 Minute. Wie lange Ja, dauert so? bis alles hergerichtet war, das hat mit Aufbau und so bis die Szene hergerichtet war, das hat natürlich die Vorbereitung. Dieser Take mit dem einmal Platzen und so, das haben wir aufs erste Mal gemacht. Also es hat wirklich aufs erste Mal funktioniert. Dann noch die andere Einstellung. Ich bin dann nochmal anders an der Wand runtergerutscht und so. Das hat man dann als extra gemacht, aber es ist eigentlich relativ schnell gegangen. Jetzt bist ja du Quereinsteigerin. Wie hast du das dann gelernt oder wie bereitest du dann so auf eine Rolle vor? Ja, weil es war ja wirklich, also muss man sagen, wow, Hut, Chapeau, als großes Kino. ja, danke. Also sowas bin ich auch noch nie wirklich angeschossen worden. Also das sagt man ja eher selten. Ich weiß auch nicht, also ich war auch wirklich nie auf einer Schauspielschule. Ich glaube, also mein Alter spielt natürlich eine große Rolle, dass ich viele Gefühle wirklich schon selber erlebt habe, Konfliktsituationen, das habe ich die jungen Schauspieler vielleicht voraus. Und dann dieses unbedingte Vertrauen, dass man am Regisseur vertrauen darf und der Szene, was der von einem gerne hätte und dann wirklich aus der Corinna rausgehe und auf die andere Figur einlassen. Es war am Anfang schwierig, weil man sich immer ein bisschen geniert. Ich weiß nicht, wenn jemand auf der Schauspiel deren das vielleicht schneller, aber jetzt geht das bei mir mittlerweile auch sehr schnell, dass die Corinna völlig zu vernachlässigen ist und man ist dann in dem Moment diese Figur. Und ich habe immer gern eine Hintergrundgeschichte von den Figuren so, dass ich weiß, was das für eine Frau ist, wie die in einer Ehe ist, weil so tritt man dann halt auf. Ich habe diesen Mann ja bedingungslos geliebt mit all seinen Fehlern und dann ist das natürlich schon nochmal tragischer, als wenn der Mo am Arsch vorbeigeht. So. Ja, arbeitest du dir das mit dem Regisseur oder sagst du da, der hockt mir jetzt heute abends hin mit einem Glas Wein und dann spinne ich mal vor mich drauf los? Das wäre fatal, weil ich überhaupt keinen Alkohol trinke und wenn ich ein Glas Wein trinke, dann das eine lustige Figur werden. Nein, natürlich liest man vorher die Rollen und hat eine Vorstellung. Und wenn man so eine Rollen hat, dann redet man auch nicht mit dem Regisseur, dann kommt man ans Set und macht das einfach. Aber wenn das dann so wirklich ein wichtiger Moment ist, dann hat man ja meistens vorher eine Leseprobe und da sagt einem dann der Regisseur schon, in was für eine Richtung er die Frau gerne hätte, wie er das gerne hätte. Und dann bietet man einfach an. Also es gibt wirklich ein Angebot und dann sagt er, du machst da ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, ich hätte die gern hysterischer, ich hätte die eher überraschter und so. Und dann macht man das halt ein paar Mal. Was war, du hast ja schon wahnsinnig viel gespielt. Was war bis dato das Schönste, was du spielen durftest? Was du sagst, wow, geil. Ja, also es ist natürlich, wenn man eine große Rolle hat, ist es immer schön, weil man dann ja auch was zu spielen hat. Und da muss ich schon sagen, dass meine Komödienstadel, die ich gemacht habe, da waren schon einige Rollen dabei, wo ich sage, also der war echt schön zum Spielen. Also mein schönster war für mich, weil er eigentlich so
ernst war und tragisch, aber doch auch lustig war, Glenn Miller und Sauschwanzl. Aha. In der Nachkriegszeit gespielt und da haben wir auch so viele Leute gesagt, die diese Zeit erlebt haben, dass das so für sie haben das eigentlich nochmal durchlebt und dann auch Flascherl vom Glück, da durfte ich beide Male die Hauptrolle spielen und dann hast du natürlich auch was zum Spielen und es waren sehr schöne Frauenfiguren und eins meiner schönsten Sachen, die ich spielen durfte, also die letzte Sau hast du natürlich super rausgesucht, war eine sehr schöne Szene. Die kommt jetzt am 17. April, war ich wieder die Frau vom Charlie. Ja. Und ja, und das ist Toni männlich Hebamme mit dem Leo Reisinger und da spielen wir ein Ehepaar und unsere Tochter kriegt ein Kind und das, die Hausgeburt und diese schwierige Geburt ist auch gefilmt worden über unser Gesicht und das war so ergreifend, dass wir beide gewarnt haben. Und ich weiß nicht, wie das, keine Ahnung, wie das geschnitten worden ist und so, aber da war es auch am Set, das war so ergreifend für uns beide und das war total schön zum Spielen. So völlig loslassen und mal schauen, wie es geworden ist. Keine Ahnung, das siehst du ja vorher immer nicht. Ja, ich bin gespannt. Jetzt hast du gerade schon den Komödienstadel erwähnt. Wie ist Ja. das für einen Schauspieler? Gibt es einen Unterschied vom Komödienstadel zum Film oder ist das das Total. Gleiche? Also es wurde ja immer oder wird noch immer belächelt, wenn man sagt, man macht einen Komödienstadel. Aber ich möchte an jedem Schauspieler empfehlen, dass er mal einen Stadel macht, weil da alles mit drin ist. Von Okay. Theaterspielen, weil du den Text durchgängig lernen musst. Also Kinofilm oder Fernsehfilm drast ja so takeweise. Also Ja. immer wieder die Szene, Reihe bei der Tür, dann macht man das, dann geht man wieder Reihe bei der Tür, dann macht man das und dann kannst du anschließen. Ein Komödienstadel spielst du durch. Also musst du deinen Text, dein Buch, deine Rollen von vorn bis hinten kennen, weil du nicht die Möglichkeit hast, dass du zum Zuschauer sagst, so, jetzt komme ich dann gleich nochmal und mach das nochmal. Dann hast du keine Marken, die irgendwo geklebt werden, weil wenn du eine Totale hast, da jeder sehen, da hat man ihre Markerl Hip-Hop. Also, das musst du auch noch merken. Muss ich mir merken. Und dann ist ja jeder Komödienstadel wirklich eine Requisitenschlacht. Du spielst ja mit so vielen Sachen und nachdem du 3-mal aufzeichnest, musst du das bei jeder Aufzeichnung exakt gleich machen, weil sonst hupfen ja Sachen dann oder es kann nicht geschnitten werden. Und das ist für mich wirklich die beste Schule, die ich jemals kriegen habe können, weil ich habe mit den Komödienstadel angefangen. Das ist so Präzisionsarbeit und habe mir in vielen Rollen geholfen, weil ich das konnte. Wenn die dann ein Regisseur fragt, sagt er, kannst du das tragen und gleichzeitig sprechen? Da hätte es mich fast zerrissen, weil ich sage, ja, kann ich da auch, dass ich eine Taste drücke. Aber es ist wirklich für viele so Konzentration, aber Komödienstadel, Schauspieler kann das. Schauen wir mal kurz in den Stadel rein. Ich habe einen rausgesucht, leider nicht Glenn Miller und Sauschwanzl, vielleicht gefällt er dir ja auch. Drehen wir mal kurz die Kamera. Bin ich Diesmal gespannt. Ohr. Und zwar. Ja! Linda, alles super. Linda, gleich geht's los. Gib's mir mal schön den Koffer. Und du tust dich da weiter heraus ein bisschen umschauen, gell? Ich tu dich dann holen und du tust jetzt ein bisschen schön warten. Ich verstehe es immer noch nicht. Warum hat Matthias mich nicht abgeholt? Das habe ich dir jetzt schon 5-mal erklärt. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch auf Bali ist, aber bei uns in Bayern ist jetzt ja Erntezeit. Und der Matthias hat das Heu neibringen müssen, bevor es ein Schütten anfängt. Wunderbar. Allein unter Kühn, du spielst eine sehr schöne Rolle und zwar eine Heiratsvermittlerin. Ja. Dieter Fischer, ja, diese Frau aufs Auge drücken, der ja wirklich sowas von selten gut ist. Also, Ja, das ist auch einer von meinen Liebsten. und der ist wirklich mega und ich darf es ja jedem empfehlen, man braucht nicht immer ein Netflix und ein Disney Plus. Geht's einfach mal in die PR-Mediathek und gebt einfach mal Komödienstadel ein. Allein unter Kühn, ein heißer Tipp. Ich habe noch einen anderen rausgesucht, Corinna, und zwar mein zweitliebster Stadel, der fast Keusche Josef. Ja. Und dass der du diese Prostituierte spielst, es ist, man schmeißt sich weg. Also Leute, bitte, ohne Schmarrn,
BR-Mediathek, allein unter Kühen und der fast keusche Josef. Wahnsinn. Ja, das ist auch das Schöne am Komödienstall, weil die 20, wo ich gemacht habe, ist auch den Redakteuren immer geschuldet gewesen, was mich total ehrt und gefreut, dass wir die nicht immer gesehen haben, jetzt zum Beispiel als die alte Bayerin. Es ist ja oft so, dass man in eine Schublade gesteckt wird und sagt, wir brauchen eine alte Bayerin, dann nehmen wir die Pinzer raus. Ich habe alles mögliche spielen dürfen von da, was du sagst, der Fasskeusche Josef, von der Puffmutter über eben die alte Bayerin bis noch zu einer geliebten Heiratsvermittlerin, einen jüngeren Geliebten, einen älteren Geliebten, alle möglichen Rollen, eine Wolke und so. Also wirklich jede Chance kriegt, da zu spielen und das ist wunderbar. Das ist so schön, wenn man sowas darf. Da bin ich echt sehr dankbar. Jetzt ist ja so, wenn man sich den Komödienstadel anschaut und man schaut sich jetzt wirklich so ein Theaterstück am Land an, ja, es ist ja immer ein Heidenunterschied. Was machen wir jetzt anders, was ihr dann jetzt natürlich, also bei euch schaut das alles so natürlich aus und bei uns halt einfach gespielt. Was ist der Unterschied? Du hast das jetzt gerade gesagt und das hört sich jetzt so blöd an, aber wenn du sagst mir, und dann sag ich jetzt wir, also. Ja, warte mal ganz kurz. Ich habe das Jan Hulmen, der muss jetzt Hallo sagen. Da wär's denn. Ja, das ist ja schon ein Riesenhund und ich habe ihn immer noch nicht live gesehen. Ja, stimmt. Jetzt hat er mich angeschaut, er hat mich genau angeschaut. Doch, du Freilich hast live gesehen. Stadl, Unschuldsengel in Burghausen. Ja, freilich, stimmt ja. Ich bin so blöd. Ich bin auch schon was älter. Ja. Nein, was ich sagen wollte zu deiner Frage, ihr spielt es und wir sind's. Okay, spannend. Das ist eigentlich der Unterschied. Laientheater ist klar, man hat da auch Hemmungen, da hat auch jeder ganz einen anderen Beruf und der spielt halt dann Theater. Der kriegt eine Rolle und denkt sich, und jetzt spiele ich diese Rolle. Und mir, wie ich vorher gesagt habe, ich gehe aus der Corinna raus und gehe in die andere Figur rein und bin die für den Moment. Ich denke wie die, ich versuche zum Gehen wie die und habe mich selber komplett ausgeblendet. Und das ist wahrscheinlich der Unterschied, dass man sich als Laie vielleicht das noch nicht ganz traut. Ja, spannend. Wie schaut dann so ein Probenprozess aus? Wie lange probt man so für den Stadl? Also früher haben wir länger probt, das wird ja alles immer kürzer und schneller, aber man hat so 2 Wochen, 3 Wochen Textproben, also man trifft sich zu einer Leseprobe, da ist dienlich, wenn man seinen Text einfach schon kann, weil es ist sein Handwerkszeug, muss man einfach kennen und dann geht es auch, dass man Stellproben macht, so in einem Raum, wo die Bühne noch nicht ganz steht, wo so ungefähr da kann da mal dann der Tisch sein und so, das nennt man dann kalte Proben. Okay. Und dann sagt der Regisseur schon, ja du, da hätte ich euch gern enger beieinander, so ein bisschen grob. Und dann der Feinschliff kommt dann auf der richtigen Bühne, weil dann hast du auch die richtige Dimension, die richtige Stimmung. Und wenn es da dann auch noch nicht ist, es ist unglaublich, was es mit einem macht, wenn ein Publikum da ist. Da haut das Adrenalin rein und dann bist du nochmal viel besser, als wirst vielleicht in der Probe schon warst, weil du was spürst, weil die Atmosphäre ganz andere ist. Aha. Ja gut, das ist dann beim Kinofilm nicht so. Wie zum Beispiel beim Rückwärtsgang nach vorn, da warst du auch dabei und eigentlich wärst du heute tatsächlich auf einer Filmpremiere. Ja, schade. Also schade von dem her, dass halt, also schön, dass ich heute bei dir bin. Ja. Schade, dass ich heute nicht im Marias Kino bin zur Filmpremiere, aber das ist ja Gott sei Dank nur aufgeschoben und nicht aufgehoben und das wird ein ganz toller Film. Ja, oder ist schon geworden. Man hat schon ein paar Mal davon gelesen. Und es spielen ja wirklich wahnsinnig viele Kollegen mit. Der Krebs-Wolfgang spielt mit, der ist übrigens am Freitag bei mir. Und Martin Frank und so weiter und so fort. Worum geht's da? Dass es einem Bürgermeister reicht, dass alles so digitalisiert wird, was ja jetzt in solchen Zeiten ein Segen ist, aber dass alles so digitalisiert wird. Und er hat eigentlich zurück zur guten alten Zeit und die ist für ihn in die 80er Jahre. Und er schafft alles ab, was modern ist und sein Dorf geht zurück in die 80er Jahre und das ist ein Riesenspaß gewesen. Da haben wir heute so richtig auftrumpft, weil das war ja quasi unser
wilde ja. Jugendzeit und da haben wir die Jungen gezeigt, dass wir tanzen können wie der Lump am Stecker. Was vermisst du aus die 80er? Gibt es irgendwas, was du sagst, Mensch, Schot, geht mal ab? Ah, es ist schwierig zu sagen, weil man ja oft sagt, früher war alles besser. Das stimmt nicht, weil das sagt man wahrscheinlich in 20 Jahren auch wieder. Aber schon das, was Corona, braucht man gar nicht reden, ist ein riesengroßer Scheißdreck, den keiner braucht hätte. Ja, Aber ja. er zeigt uns jetzt so ein bisschen was Reduziertes, ein kleineres, was wir damals gehabt haben. Also weniger schnell geht es und wir haben uns so getroffen draußen und das war eigentlich das Gute, nicht dieses permanent jeder irgendwo beim Tanzen war, wo ich mein Handy jetzt hin oder muss ich mich filmen dabei oder so, das war nicht so wichtig, wie man auf andere Leute gewirkt hat oder der Auftritt in die Medien und so, das hat ja damals überhaupt niemanden interessiert. War eine schöne Zeit. Ja, ich schaue mir den Film mal definitiv an. Wann ist schon Kinostart? Wie weit ist jetzt nach hinten schon? Weiß man ja jetzt nicht, wann die Kinos wieder aufmachen und was dann als Premiere hat, die vielleicht noch vor uns Premiere gehabt hätten, wie sie das jetzt verschiebt. Wir haben natürlich ein paar Kinotermine auch schon ausgemacht für Ende April. Ob die dann schon stattfinden dürfen, wenn das jetzt bis nach die Osterferien diese Ausgehbeschränkung, ob man dann schon sagt, Leute, rumpelt's ins Kino, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, so überall in einem Raum, wo noch viele Leute waren, dass das noch alles ein bisschen abwartend ist und dass man vorher vielleicht andere Sachen wieder darf. Ja, Wahnsinn. Für dich ja momentan ideal. Du kannst ja eigentlich, du brauchst ja nur einen Zettel und einen Stift und du schreibst, oder? Das ist ja momentan für dich ganz gut. Ja, da habe ich vor 14 Tagen meine Kolumne drüber geschrieben. Das tue ich ja eigentlich immer nebenbei schreiben, aber schreiben ist halt auch was nicht gezahlt wird. Und dran Auftritte haben, die man sich ja schafft in einer Zeit, wo man nicht trat, vielleicht, dass man Kabarett auftritt oder dass ich mal schnell eine Fastenrede einschiebe oder zu meinem Musiker sage, du, ich hätte jetzt gerade Zeit, es ist nichts zum dran, lass uns mal 3 Auftritte irgendwo machen. Das geht jetzt alles nicht. Und das ist, nochmal zurückkommen auf die Kinos, was jetzt alles, das ist ja für alle tragisch. Niemand hat Einnahmen und damit kannst du auch später, wenn wir wieder raus dürfen, nicht gleich sagen, hurra, jetzt hauen wir Geld raus, hat ja keiner. Und das ist so für uns Schauspieler, Künstler, Gastronomen, ich brauche gar nicht reden, für alle Leute momentan bitte wieder arbeiten dürfen. Bald. Du hast ja gerade schon gesagt, Kabarett, du hast der Kabarett geschrieben. Erklär mal kurz, ich weiß, also ich habe es aber nur nicht gesehen, worum geht's? Über was geht's? Dass eine Frau, respektive ich, gefallen will. Am liebsten natürlich die Männer, erstmal alle anderen, der Familie, die Freunde, aber letztendlich die Männer. Und was eine Frau alles tut, um zu gefallen. Bis dahin, dass dann Therapie braucht. Alles sehr mit einem großen Augenzwinkern. Okay, wir sind gespannt. Ist momentan natürlich auch alles auf Eis gelegt, oder? Ich würde gerne am 6., 7., 8. Mai im Fraunhofer spielen. Die Termine stehen ja noch, wir lassen sie jetzt stehen, weil ich ja mir meinen Namen zunutze machen kann und ich sehe schon in Riesenlettern eine Überschrift: Corona geht, Corinna kommt. Das war's doch, oder? Bombe! Ich höre mir auf. Du, apropos, für mich bist du eigentlich das Inbegriff für eine Münchnerin. Auch wenn du nicht tatsächlich eine Münchnerin bist. Ja, ich bin eine richtige Münchnerin, aber ich wohne nicht direkt in München. Aber ich bin Generationen durch und durch Münchnerin. Ah, okay, spannend. Dir liegt ja besonders das Hasenbergl am Herzen, gell? Also erzähl mal kurz uns nicht Münchnern, was ist das Hasenbergl? Was ist da, was haben wir da für ein Problem? Also Hasenbergl ist ein Stadtteil von München, wie Giersing, Heidhausen auch oder Glockenbachviertel. Aber es ist, wenn man die Landkarte anschaut, am Rande von München und leider auch am Rande der Gesellschaft. Das ist ein sehr altes Viertel. Da wohnen noch viele alte Leute, aber dort ist natürlich auch mein Herzensprojekt, die Einrichtung Lichtblick Hasenbergl, die mittlerweile sehr, sehr gute Freundin von mir leitet.
Einrichtung für sozial schwache Kinder. Bis 200 Kinder hat sie da von ganz, ganz klar Kindergarten bis hin zu Jugendliche, die wir in die Ausbildung begleiten wollen. Kurzum gesagt, die Kinder ans Herz legen. Es ist wichtig, dass man in die Schule geht und dass man Ausbildung macht und dass man dann, es ist nicht schick, wenn man arbeitslos ist und die Hand aufhält. Das ist jetzt ganz grob gesagt und da macht die Johanna einen Wahnsinnsjob und momentan leider ohne Kinder, weil es jetzt waren Ferien, aber es war wichtig, dass die Kinder da wirklich jeden Tag hingehen dürfen. Also das heißt praktisch, die Kinder gehen nach der Schule dann jetzt dahin und auf Nacht wieder heim. Genau, die wohnen in die Familien, die Kleinen kommen schon in den Kindergarten, dort wird geschaut, dass was Gescheites zum Essen kriegen, Sprachförderung ist einfach auch wichtig, dass man spielt mit ihnen und dass eben die Eltern in die Arbeit gehen können. Die sind ja relativ arm und gehen oft beide arbeiten oder in Schichten arbeiten und dass die Kinder halt dann einfach nicht nur nebenbei herlaufen, sondern dass sie um die Kinder kümmert wird, unterstützen für die Familien. Und wir haben auch eine Elternschule, dass man die Eltern auch lernt, warum es wichtig ist, die Kinder gescheit zum Ernähren. Und die nehmen das sehr gern an, weil oft wird gesagt, ja, das sind schlechte Eltern, das soll man halt das Kind in ein Heim da, das ist ein totaler Schwachsinn. Oft kennen die Eltern einfach nicht anders. Weißt, wenn du mal in dem Strudel drin bist, seit Generationen arbeitslos, die bemühen sich sehr und wollen, aber sie schaffen es halt nicht ohne Unterstützung. Und das ist wirklich unterstützend, ihnen nicht sagen, passt auf, ihr macht es mit euren Kindern falsch. Das machen sie nicht wirklich. Und die haben die Johanna und ihre Einrichtung mittlerweile so akzeptiert, dass das echt ein gutes Arbeiten ist. Und so 4, 5 Wochen die Kinder jetzt nicht hingehen dürfen, das macht echt viel kaputt. Das ist echt schade. Schon. Weil kann man trotzdem unterstützen? Kann man irgendwie unterstützen? Ja, erzählen davon. Einfach, wenn man drüber redet, ich habe das immer gesagt, jetzt ist mir das fast peinlich, dass ich das gesagt habe. Ich habe immer gesagt, Lichtblick Hasenbergl muss sein wie ein positiver Virus. Ich möchte halt immer gern mindestens 3, 4, 5 Leute anstecken und so muss das weitergehen, dass wenn man sagt Lichtblick Hasenbergl, dass man sagt, kenne ich, bei denen lese ich vor, zu denen habe ich auch schon ein Gewand gebracht. Ich bringe denen, wir haben einen Bauern, der Streuobstwiesen, der bringt immer wieder einen frischen Apfelsaft. Weißt, lauter so Sachen, die dann Selbstläufer werden, das muss gar nicht über mich laufen, andere dekorieren. Es ist nicht immer, muss man mit Geld helfen. Das ist überhaupt kein Thema. Aber das, dass ich da jetzt ein Virus sein möchte, da lasse ich mir jetzt was anderes einfallen, weil gerade in solchen Zeiten ist unpassend, glaube ich. Ja, aber man merkt, dass dir das eine wahnsinnige Herzensangelegenheit ist. Ja. Ja, spannend. Gibt es ja Internetseiten dazu, wo man sich da mal anschauen kann? www.lichtblick-hasenbergl ohne e.org. Okay. Und da kann man alles lesen, was für Projekte, was die alles deren, wer die Leute sind und so. Das ist ganz schön. Und ich habe so die Kleiderkammer inne mit meiner Freundin Barbara. Ich bin so alle 2, 3 Wochen dort und tue Kleiderspenden, sortieren und herrichten für die haben eine Boutique, wo dann die Mütter und Kinder einkaufen dürfen, also für ganz, ganz wenig Geld. Aber mir ist einfach wichtig, dass es nicht alles geschenkt kriegt. Weißt, wenn du kein Geld hast und du kriegst immer und überall alles geschenkt, was hättest du dann für eine Motivation, dass du arbeitest und ein Geld verdienst? Wenn du sagst, ich sag kein Geld und dann kriegt man alles geschenkt und deswegen ein 50er, weißt, oder 1 Euro. Einfach wenig, aber dass man sieht, es gibt nicht alles geschenkt. Und muss ich noch einmal nachfragen? Also man kriegt da was zurück, aber es gibt bestimmt dann auch welche, die saugen dieses Lichtblick Hasenbergl aus. Sowas wird es dann auch geben, oder? Oder ist es schon so, dass man sagt, 90% sind wahnsinnig dankbar, dass es diese Einrichtung gibt? Ja, also dort im Hasenbergl selber, die Leute, die ihre Kinder hinschicken und so, die sind super dankbar. Die arbeiten dann auch mit, weil es kostet ja auch ein bisschen was, seine Kinder da hinzubringen. Und die wirklich kein Geld haben, die arbeiten dann auch mit, die kochen oder die putzen oder die irgendwie werden die auf alle Fälle mit eingebunden. Es bleibt kein Kind auf der Straße, weil als Lichtblick Hasenbergl ein bisschen gefährlich ist, weißt du, ein bisschen Kriminalität und es war natürlich schon einfacher, Kinder zum Sagen oder Jugendliche, du, wenn du dann einen Job für mich erledigst, kriegst du mal schnell ein paar 100 Euro, brauchst du keine Lehre nicht machen und so. Und da ist Johanna total dahinter, dass die Kinder nicht durchs Raster fallen.
Wahnsinn. Ja gut, Hut ab, dass es solche Menschen gibt, muss Ja, man wirklich sagen an absolut. dieser Stelle. Sie Wahnsinn. hat ja auch nicht am Friedensnobelpreis, aber vom Söder verliehen kriegt, am bayerischen Verdienstorden. Da haben wir letztes Jahr gefeiert. Den hat es wirklich, Okay. den hat's wirklich verdient. Und da hast du aber nichts getrunken dann. Nein, ich trinke nichts. Nicht jetzt halt aus, weil ich mir denke, ich trinke nichts. Ich habe noch keinen Alkohol gefunden. Ich muss auch sagen, ich bin nicht wirklich auf der Suche, der mir schmeckt. Also ich, als Jugendlicher trinkst dann schon mal ein bisschen zu und hast ein Reischerl und so, aber bestimmt seit 20, 25 Jahren. Nein. Ja. Ja, deine Droge, liebe Corinna, ist dann eindeutig die Kreativität und die Arbeit. Weil was du alles machst, das sprengt ja wirklich den kompletten Rahmen. Das ist Wahnsinn. Ja. Aber vielen, vielen lieben Dank, dass es solche Menschen gibt, die uns so gut unterhalten. Danke dir. Das freut mich, gerne. Dann lassen wir die jetzt weiterschreiben, weiterwurschen. Wann kommt die nächste Kolumne im Münchner Merkur? Die war überraschend heute drin. Normal war es morgen drin, weil ich immer die Mittwochsfrau bin. Aber weißt du, wenn einer kurzfristig krank werden, heute war es drin über die Wiesen eben. Und, aber am Donnerstag kommt wieder ein Video von mir mit Schminktipps für Daheimgebliebene. Auf deinem Instagram-Kanal. Ja. Da Ja. schauen wir definitiv eine am Donnerstag bei dir. Dann schmink dich gescheit, liebe Corinna. Und dann Okay. machen wir weiter, gell? Also, Danke dir. Danke, dass ich dein Gast sein durfte. Waren das jetzt 40 Minuten? ja, das waren jetzt 35 Minuten. Ja, 30 haben wir angepeilt. Unglaublich. Ich Aber kann Wahnsinn, mit dir aber es tagelang ratschen. Vielleicht Ja, sollten wir mal so einen 24-Stunden-Ratsch machen. Mal schauen, wer da alles durchhält. Oh, aber ohne Radl, liebe Corinna, ohne Radl. Super. Wir hätten nur eine Frage, die kann man mit reinnehmen. Die Makro Mon Amour. Aber die hat nichts geschrieben jetzt. Aber man kann die auch direkt auch ausschreiben oder über Instagram. Sehr gern. Die erste schreibt schon Servus, pfiat euch. Ja, Pfiat- drum, das machen wir Vierte jetzt Petra. auch. Also, vierte, liebe Corinna, wir wünschen dir was, kommt gut durch die Danke, Zeit liebe und Diana. gesund bleiben, gell? Derma und zuversichtlich. Und So wir ist es. kommen da gut durch und dann drucken wir uns wieder. Auf jeden Fall. Vierte, liebe Corinna. Vierte Servus. Harry. Ciao. Ciao. Servus. Ja, liebe Leute, das war die Corinna Pinzer. Morgen haben wir wieder einen Schauspieler hier. Er hat schon gerade mal kurz reingeschaut. Und zwar sprechen wir morgen mit Jonathan Gertis, alias Christian Preisinger von daheim ist daheim. Es wird spannend. Ich freue mich auf morgen. Pfiat euch und euch einen schönen Abend. Also, Servus miteinander.